Leif Jecke, hier kommen die News. Ja, Leif Jecke, bevor wir dann morgen komplett im Karnevalsstress versinken, erzähle ich euch jetzt noch gerade, was so passiert ist. Hey, Ministerin Schawan, der Doktortitel ist fort. Was für eine Sensation, oder? Jetzt haben sie dem Schawans nicht der Doktor aufgenommen. Das war doch klar, oder nicht? Also mich wundert daran ja nichts mehr. Die ganze Politikersche mit dem unschuldigen Hungsblick, die haben doch alle irgendwo Dreck am Stecken. Die sind immer die ganze Tag am Kaffeesuppe, am Schwade und am Überlegen, wann sie das nächste Mal ihre Diäte erhöhen. Es geht jetzt natürlich so wieder, dass das Netti weiterhin zu 100% seine Unschuld beteuert, bis es irgendwann ein Wink kriegt, dass es vielleicht besser wird, der eine oder andere Fehler einzugestehen. Abgesehen davon, dass das Netti in Zukunft ohne der Doktor auskommen muss, was ist dann mit der ganzen gerösten Professoren, die der damals den Titel angesteckt haben? Gut, die liegen wahrscheinlich das lange unter der Erde. Aber die Universitäten bekleckern sich auch nicht gerade mit Ruhm bei der ganzen Skandale und Plagiate und so. Für ein paar Jahre wusste ich noch ja nicht, was der Plagiat überhaupt ist. Also Netti, mach dir keine Sorge, kauf dir einen neuen Briefkopf, Dinge Ministerposten wirst du auch nicht mehr lang haben. Und dann nächst du halt noch jetzt Urlaub in Südafrika oder sonst irgendwo auf der Welt. Denn eins ist sicher, die Diäte fließen schön wieder. Ja, hey. Super Schlagzeil. Aus für Stuttgart 21. Mein Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Was die Kniesbier Schwabe da unge mit ihrem Bahnhofsprojekt hin und her hantieren, da kriegen ich Zierknies. Jetzt haben die Maultasche da unge ein Loch gebuddelt. Und dann fällt denn in Berlin ein mysteriöses Geheimpapier in der Hänge. Und wer hätte das gedacht? Es sieht so aus, als ob die Garage der Unge doch vielleicht dürrer wird als ursprünglich geplant. Der Verkehrsminister, der Ramsauers Peter, der weiß natürlich von ja nix. Ja, das kennen wir ja. Denn das können die ja nix wissen. Der Wovereit in Berlin mit seinem Flughafenprojekt kann doch ein Liedchen davon singen. Aber ich bin mir sicher, die Junge machen das. Und wenn es dann doppelt oder dreimal so dürr ist, schwamm drüber. Ja, macht die Lohmann, wenn der Glaube in den Kopf sticht. Der Typ war zuletzt in der Talkrund bei Günther Jauch und hat sich da klar dafür ausgesprochen, dass die Pille danach auch nur noch Vergewaltigung kein Thema wird. Selbst wenn sie dort der Opfer wird er ihr davon abfragen. Singe Poster als Schwartmaschine bei der Makromedia Hochschule in Köln hätte er verloren, da er ganz offensichtlich ein nicht mehr zeitgemäßes Weltbild hat. Ja, jetzt ein paar News, kurz und schmerzlos. Marietta Slomka vom ZDF aus. Das Nettmädchen mit der Ohren von einem Alien ist jetzt nach 9 Jahren Ehe wieder als Single unterwegs. Jeder Zweite geht auch krank zur Arbeit. Ja, so ist das in unserer Gesellschaft, wo jeder meint, er wird nicht zu ersetzen. Da können die Beschluss auch schaffen, wenn sie schwer angeschlagen sind oder eine fiese Grippe haben. So hart hat ein Richter noch nie durchgegriffen. Bravo! Jetzt hätte Vergewaltigungsopfer die Rekordsumme von 100.000 € zugesprochen bekommen. Dazu kann ich nur applaudieren, obwohl das Schmerzensgeld die Ping ohnehin nicht mehr wettmachen kann. So ist es doch ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, TV-Highlight zurück. 20:15 Uhr Fußball. Frankreich gegen Deutschland. Ins Lure, was sich unsere Jungs dort zurechtkicken. Freundschaftsspiele sind ja immer so ein Sach für sich. Der Poldi, so wie ich gelesen habe, sitzt erstmal auf der Bank, mal schauen, ob der auch noch spielen darf. Ich tippe 2:0 für uns. Ja, die Geburtstage. Höck ist der 6.2. und der Bob Marley hätte heute Geburtstag gehabt und wäre 68 Jahre gewesen. Wenn man überlegt, wie lange der tot ist,
wirklich schade. Namenstage. Wir gratulieren ganz herzlich zum Namenstag allen Dorissen, den Dorotheas und den Pauls. Als ich vom Kiel zurückgekommen bin ich zu schnell in die Einfahrt rein und voll gegen die Garage geknallt. Zum Glück war ich ohne Auto